Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Hoffentlich alles klar bei euch. Willkommen beim Crowncast vom 2. Juni 2013. Ich hoffe, ihr habt Bock, ein bisschen zugetextet zu werden, weil es ist gerade einiges, was ich zu erzählen habe. Und zwar möchte ich noch kurz das Metro Last Light noch einmal antönen. Da habe ich jetzt letztes Mal schon darüber geredet. Ist jetzt aber so, dass ich es mittlerweile durchgespielt habe und ich kann es wirklich jedem, der auf eine interessante erwachsene Story steht, nur empfehlen. Es gibt ja Leute, die erzählen, dass Games immer wieder schlechter werden. Dem muss ich aber widersprechen. Es gibt zwar einzelne Serien, die immer schlechter werden, Call of Duty, aber es gibt wirklich auch heutzutage noch Top-Games. Metro Last Light, zieht euch rein, falls noch nicht. Es gibt sogar ein zweites alternatives Ende. Die Google kennen und wissen, wie das geht, können sich dort vielleicht sogar informieren, wenn ihr Interesse habt. Und die es jetzt noch nicht haben und irgendwie nicht so das Geld, vielleicht gibt es ja dann mal eine Aktion. Und dann dürft ihr es nicht gerne reinziehen, weil es ist wirklich ein super Game. Also, ich wollte jetzt hier nicht mehr länger Werbung machen, sondern zum Van Helsing übergehen. Habe ich jetzt letztes Mal schon erzählt. Gibt es nicht viel dazu mehr zu sagen. Ich habe jetzt etwa 20 Stunden gespielt. Es wird ein bisschen repetitiv, aber es ist immer noch ein interessantes Game. Und ich habe 3-mal eine Steam-Version, die ich gratis rausgeben kann. Ihr findet den Code unten in der Beschreibung. Der Ender ist der geschwinder. Probieren wir es jetzt mal so nach diesem System. Ich habe ja schon das ein oder andere Verlosungssystem versucht. Das Mal ist es eben, der Ender ist der geschwinder. Ja. Grid 2 ist noch ein Begriff, ist am 31. Das heisst, letzten Freitag um 1 am Morgen rausgekommen auf Steam. Man hätte es schon ein bisschen früher spielen können, aber nicht unbedingt legal. Ich möchte jetzt aber nicht darauf eingehen, wieder mal, sondern nur mal kurz zeigen. Ich habe mir hier noch das G27 von Logitech geholt. Endlich mal ein anständiges Lenkrad für meine Verhältnisse. Weil ich sehe, es gibt auch noch solche für 600-700 Steine. Aber ich finde, das G27 reicht für meine Verhältnisse. Bei Logitech ist es ja noch 400 Steine, aber im Steg gibt es zum Glück für 250. Guter Deal, gutes Steuerrad. Und es ist zwar massiv schwieriger mit dem zu zocken, aber das Feeling ist so viel besser. Mit selber schalten, selber kuppeln und so. Ich weiß nicht, im Gamepad ist es einfacher, das ist klar. Aber eben vom Feeling her, ja, gute Sache. Wenn ihr wollt, kann ich euch mal zeigen, wenn ich wirklich am Hebeln und Kurbeln und Machen und Fluchen bin. Sagt mir's. Jetzt sind wir nochmal beim 31. Und zwar könnt ihr euch ja vielleicht noch daran erinnern, The Last of Us, das neue Game von Naughty Dog für PS3 exklusiv. Ich habe ja ein Video gemacht, der Link ist auch in der Beschreibung. Ist auch am 31. rausgekommen für die das God of War schon gezogen haben. Und ich möchte euch jetzt hier nicht mit dem gleichen nochmal Volltext im Video stehen. Darum, wenn ihr es schaut, wenn es euch interessiert, das letzte grosse Game von Naughty Dog auf der PS3, schaut doch schnell mein Video an oder irgendwas anderes. Es ist wirklich ein tolles Game. Also, weiter geht's zum Grim Dawn. Das Grim Dawn ist so ein bisschen wie das Van Helsing, so ein bisschen wie das Diablo, Torchlight, ein Action-RPG und ist es auch sehr interessant. Es macht ein paar Sachen anders und ich sage etwa 1000 Mal und. Drum und. Wenn ihr es noch nicht geschnallt habt, ich liebe das Genre. Ich habe die Games so gerne, die Action-RPGs und darum bin ich jetzt momentan gerade das Grim Dawn am Ausprobieren. Gebt mal Bescheid, es wird glaube ich von einem 6-Mann starken Indie-Team entwickelt und ist cool. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr sagen, Link ist auch in der Beschreibung. Gehen wir weiter. Wir sind ja jetzt recht an meinen Texten bei diesem Crown News Feed, wie man immer sagen. Und letzte Woche ist auch vom Journey, auch PS3 Game, Collector's Edition rausgekommen. Ist glaube ich bei World of Games 30 Franken. Das Flower und sonst noch ein Game ist dabei. Ich habe es hier hinten per Zufall gerade. Seht ihr? Flower und Flow. Ja, genau. Und ich weiss nicht, die schon länger abonniert sind, vor etwa einem Jahr bin ich ja recht abgefahren aufs Journey und ich finde es gerne noch ein geniales Game. Wenn es ein bisschen langweilig ist und der 30 Steine ausgeben, ist das noch eine gute Investition. Was sicher auch eine gute Investition ist die Special und Collector's Edition vom GTA 5. Special Edition gibt es ja bei World of Games und Alcom, eigentlich so ein bisschen überall, aber Collector's Editions sind nur sehr wenig in der Schweiz scheinbar erhältlich. Und Alcom war wenigstens so nett und hat versucht, ein paar von denen zu organisieren im Vergleich zu World of Games, wo von Anfang an gesagt hat, es gibt bei ihnen nichts
Was auch gut ist, dann sind sie wenigstens ehrlich, aber das schätze ich eben schon an Alcom. Sie probieren aber noch so ein bisschen Sachen, die jetzt nicht auf dem Standard-Mainstream-Lieferantenweg sind. Und darum habe ich mir dort auch eine Collectors Edition bestellt und hoffe, dass die auch kommt. Und ich kann euch jetzt noch Folgendes sagen. Wenn jetzt GTA 5 am 17. September rauskommt, werdet ihr hier auf dem Channel sicher auch 1, 2 von diesen Versionen gewinnen können. Für PS3 und für die Xbox. Aber das liegt jetzt noch weit in der Zukunft, das schauen wir dann an, wenn es so weit ist. Ich sehe, das Licht wechselt noch relativ lustig hin und her. Weißer Kopf, nicht mehr so weiss. Immer noch? Ja, okay. Also, mir wird es nicht langweilig, wir werden jetzt aber ein bisschen vorwärts machen. Und zwar habe ich letzte Woche noch einen lustigen Joke gehört. Und zwar wird ja für das neue Call of Duty wird ja so gelobt, dass dort jetzt ein Hung dabei ist. Ein richtig detailliert designter Hung, wo er zu deinem besten Kollegen wird und am Schluss alle wird sterben, weil das ja vor Dramaturgie so richtig Straub ist. Ihr seht, ich ziehe es ein bisschen lächerlich, und darum scheint es, wird im Battlefield 4 die Begleiter wird eine Katze sein. Eine Katze, die im Dunkeln sieht, eine Katze mit einem kleinen Geschütz auf dem Rücken und zwischendurch wird man die Katze sogar steuern können. Wär's geil! Stellt euch das mal vor, wenn jetzt DICE oder Electronic Arts als Verarschung von Call of Duty irgendetwas einbauen würde. Naja, aber eben, das hat mich wirklich sehr lustig gedacht. Darum habe ich es hier schnell erwähnen. Was ich auch noch möchte erwähnen, vielleicht kennt ihr den Howie auch. Der Howie macht jetzt eine Umfrage. Und der Howie möchte, dass wir dort auch ein bisschen teilnehmen. Darum der Link zu dieser Umfrage ist auch in der Beschreibung. Töckelt doch dort mal ein, was so ein bisschen eure Game-Vorlieben sind und Zeug und Sachen. Und dann können wir den Howie sogar ein bisschen unterstützen bei seiner Abschlussarbeit, ist es, glaube ich. Sorry, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das zu dem, also eure Unterstützung ist gefragt. Ich habe gesehen, ein paar haben es schon ausgefüllt, er hat ja selber auch ein Video gemacht, gute Sache. Und ganz am Schluss noch ein bisschen in eigener Sache, und zwar der Robin the Magister, kennt ihr ja vielleicht, Schweizer YouTuber. Und mit ihm habe ich jetzt ein paar Games gespielt, er macht ja so ein Road to Commander im Call of Duty 4, im ersten Modern Warfare. Und dort hat sie gesagt 4 Folgen, die ich auch mitspiele, tue die auch in die Beschreibung rein. Schaut doch mal rein, es hat mich nur lustig gedacht, das wieder mal zu zocken. Ich hatte eine richtig gute Zeit gehabt. Merci noch einmal an dir, Robin, das war cool. Und das wäre jetzt, glaube ich, eigentlich alles gewesen, was ich erzählen wollte. Habe ich jetzt gegen Schluss ein bisschen wenig «und» gesagt? Ja, das würde mir sonst leid tun. Die Füllwörter sind aber schon nicht einfach wegzulassen. Ich chill jetzt noch ein bisschen hinterher, wünsche euch noch einen chilligen Sonntag und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen, macht's gut.